Willkommen zurück bei Kirito und seinen Sword Skills bei Sword Art Online, Alicization Licorice. So, ich will ganz kurz gucken, was hier eigentlich noch so abgeht und so. Ausrüstung ändern, ja, weil klar, so nichts geht. Das Schwert einfach so angezeigt, ja, Künste-Menü, da habe ich wie gesagt noch nichts. Weil ich mich frage, warum eigentlich? Ja gut, ich meine, hier steht ja Systemsteuerungsstufe 6. Hier steht drin irgendwie mit Level 1, Level 2, Level 3. Okay, aber wie kann ich denn die aktivieren? Und hier sehe ich hier oben noch irgendwie einen anderen Wert. Ja, geht vermutlich erst später. So, Skillbaum sind wir auch noch stehen geblieben. Notfall ausweichen. Das sind alles Kampfskills, die natürlich alle geil wären und so, gar kein Thema. Die kosten wir auch mitunter ein bisschen viel. Schwächenbohrer, legt Schwächen offen und erhöht die Chance auf kritische Treffer. Klingt eigentlich immer geil. Aber irgendwie ist ein Passivskill. Was ist denn das für einer? Irgendwie ist einfach ein Kampfskill, aber konnte da nichts machen. Fest an den Instinkt und steckt einen Angriff. Okay, ist ja auch ein Passivskill. Ihn reduziert. Ja, der ist auch nicht schlecht, aber ist ein Kampfskill. Also jetzt gegen einen Gefahrenzustand. Was haben wir hier noch Schönes? Schwerttanz, dann Präzisionsbonus. Die Frage gilt das auch für die Gegner. Einfach die Verteidigung, ja? Aber dann haben wir noch die Kategorienliste mit den Einhandschwertern. Also könnt ihr theoretisch aber normalen Schwertskills ein bisschen upgraden. Oder einfach neu erlernen. Ja, das mit der Größe, ey. So, mit Einhandschwerten, okay, dann geht das erst so. Tödlicher Schlag ist ein Schwertskill, ein Swordskill. Ah, Kombi-Angriffe. Perfekt geeignet für Kirito. Spezieller Standskill. Feinde. Oder ich nehme den hier, tödlicher Schlag. Was haben wir sonst noch so alles? Tödlicher Schlag Level 2. Ah, dann kann ich die hier boosten. Oh, okay, das klingt cool. Auch erstmal den hier. So, und jetzt kann ich aber hier ein paar neue auswählen, oder? Ja, schon besser. Okay, dann haben wir tödlichen Schlag. Horizontalhieb, das sind ja unsere neuen Sword Skills. Ablegen kann ich auch welche, natürlich auch geil. Das hier müssen theoretisch dann die passiven sein. Jo. Geht aber auch nur 2. Okay, verstanden. Combo-Abschluss. Da ist ein Überschallsprung, da ist sogar der hier, war genau. Verstärkung mächtiger Combo-Skills. Frage mich halt, wäre das vielleicht etwas, das auf horizontal zu ändern, weil ein Combo-Abschluss nach machen wir noch mehr Kombos, ist ja ein Combo-Skill. Können von dem her sein, ne? Hätte ich jetzt mal per se gesagt. Ich weiterhin nichts. Ich glaube. Aha, vielleicht hier oben. Nein, Moment. Das sind normale Gegenstände. Quasi Hartausrüstung, Rüstung, Zubehör, Verbrauchsgegenstände. Add-ons. Da hat jetzt schwarzer Schwertkämpfer. Ja, wobei ist nicht das, was ich eigentlich erwartet hätte mit schwarzer Schwertkämpfer. Da hatte ich eigentlich eher wirklich an Kirito. Wie man halt kennt, nicht wahr? Hauptquest ja mit Level 3, wir sind mit Level 6, also vermutlich ein bisschen überlevelt. Aber shit happens. So, Klang visualisieren, genau. Sekundärwaffe immer noch nichts. Das Stahlschwert. Also mal zurück, war so ein Standard-Outfit und so.
passt schon. Aber eben, das Eisenschwert müsste jetzt eigentlich ziemlich stark schon sein. Hoffe zumindest. Generell selber kann ich hier drauf nichts machen. Ja, ich könnte sockeln, wenn es gehen würde. Geht aber hier nicht. Okay. Ja, bin mal gespannt. So. Da ist einer anvisiert. Moment. Ah, da ist der Move. Wie ein Fesselchen. Okay, der tödliche Schuss, gut, das war glaube ich der gleiche Move wie im Anime, also es gegen, oh, wie ist der Typ schon wieder? Gegen einen Dingsbums, Minister eingesetzt hat, der kleine Clown, der Quirlige, der hässliche vor allem. Chudelkin hieß er, genau, Chudelkin. Das sah zumindest von Animationswegen genau gleich aus. Krass, so. Gebietswechsel. Okay, mach trotzdem erstmal kurz Speichern, Spiel beenden. Nö, normal speichern reicht schon. Müssen wir denn irgendwie sich aktivieren? Ah, nö. So, würde mal sagen, los geht's. Retten wir Selka. Versuchen es zumindest. Ja, hier sieht es ziemlich übel aus. Sagt die Minimap, sie sagt gar nichts. Gut geprüft, Löwe. Sind die Goblins mit Yujio. Dann drückst du LT, wenn zu lenken, damit du Gachi prügeln kann. Ah, so. Elemental des Gegners, um ihn zu besiegen. Ah. Kunst die Kunst zeigen, um schweren Schaden zu verursachen. Was? Aussehen kannst von Künste im Kampf an Superkünste. Durch der Waffe Y. Okay. Superkünste aktivierst du über die Kunstanzeige. Ja, gut, da kann jetzt stehen, was will. Ich muss es erstmal wirklich lernen, sag jetzt mal.
Hä, was soll das denn ausweichen, Yushio? Nein, auf den wollte ich noch nicht. Yushio, was machst du? Hau doch ab! Nein, du sollst ausweichen, verdammt nochmal. Was ist los mit dir, Kumpel? So, wie kann ich jetzt switchen schon wieder? So, warte mal. Ja, gern. Was mit dem kämpfe? So. Ja, komm, Ugachi, komm schon. Komm, komm. Was macht er jetzt? Hey, gab's neue Goblins? Tatsache. Sag mal. Okay, der tat weh. Hä? Wie kann er so weit... Okay, irgendwie hat er mich getroffen, irgendwie auch nicht, weil er hat keinen Schaden gemacht. Die Goblins kommen einfach neu nach. Okay, gut. Kann ich mir eigentlich sparen. Komm schon, tödlicher Schlag! Ich tue keine SP mehr. Das kann nur mir passieren. Ich dachte nur Level 3 hält echt was aus. Da macht irgendwie nichts. Hä? Wie Quest erledigt? Der war noch gar nicht down. Einfach mittendrin abgebrochen. Alter. Und jetzt macht die Cutscene alles. こいつらの動きや反応ただのモンスターじゃないのかこの屈辱はお前らを八つ裂きにして食い散らかしても収まりそうもねえがとりあえずやってみるとするかキリトやめろユージョやめろユージョ子供の頃約束したろ僕とキリトとアリスは生まれた日も死ぬ日も一緒今度こそ守るんだ僕がこの記憶は俺の記憶なのか俺はこの世界で育ったユージオとアリスと共にそうだ
世界は永遠に変わらないと信じていた。3人いつまでも一緒だと信じていたんだ。しかし3人で行った洞窟、そう、この洞窟でアリスを守れなかった。何もできなかった。あの絶望、無力感を忘れるものか。今度こそ俺は白い夢が調子に乗んじゃねえ。イウムのガキごときに俺様が負けるわけ。違う、俺の名前はイウムじゃない。俺は剣士キリトだ。お前らの親玉の首は取った。まだ戦う気がある奴はかかってこい。そうでない奴は今すぐ闇の国へ帰れ。ユージをしっかりしろ。キリトなの？セルカ、大丈夫か？怪我してないか？平気。それじゃ手伝ってくれ。ユージオが大怪我をしたんだ。もう普通の治療じゃ間に合わないんだ。セルカの新生術で助けてくれ。頼む。無理よ。こんな傷、私の新生術じゃ無理。ユージオ、嘘よね。私のせいでユージオ。泣いてもユージオの傷は治らない。無理でもいい、やってみるんだ。君は次のシスターなんだろう。アリスの後を継いだんだろう。私は姉様にはなれない。今の私に治せるのはほんのかすり傷くらいで。ユージオは君を助けに来たんだ、セルカ。アリスじゃない。君を助けるために命を投げ出したんだ。普通の治癒術じゃ間に合わないわ。危険な行為新生術を試してみるしかない。キリト、あなたの助けが必要よ。わかった。言ってくれ。何でもやる。左手を貸して。もし術が失敗したら私もあなたも命を落とすかもしれない。覚悟はいいわね。その時は俺の命だけで済むようにしてくれ。いつでもいいぞ。システムコール、トランスファーヒューマンユニットデュラビリティ、ライトハンドセルフトゥーレフト。頑張れユージオ。たとえ魂だけの存在であろうとも、ユージオは俺の友達だ。絶対にこのまま死なせたりしない。キリト、まだ大丈夫？問題ない。もっとユージオにやってくれ。もうダメ。これ以上続けたらキリトの天命が。これが死なのだろうか。たまらなく寒くて恐ろしいくらい孤独で、いやほんのわずかに温かさを感じる。誰かのって、これはセルカじゃない。君は誰？キリト、ユージオ、待ってるわ。いつまでも。セントラルカセドラルのてっぺんであなたたちをずっと待ってる。
Okay. Das ist natürlich eine seltsame Situation. Ist wohl der Kampf war ein bisschen seltsam, aber vor allem jetzt das auch. Ist Kirito jetzt tot? Und was mit dem Ladescreen los? Fragen über Fragen. Und die Antwort sehen wir jetzt. Nö. Schade. Die heilige Sprache, Wörter und Phrasen, die nicht aus Underworld stammen. Ja, das hat was. Der coolende weiße Drache des Nordens. Von der Reise der Nordhöhe, das blaue Rosenschwert zu finden. Sag mal, Ladescreen ist langsam fertig. Da habe ich gerade einen Spielabsturz. Wäre ja nichts Neues. Sie sagen nur Dragon Ball Z Kakarot. War auch einer in der ersten Folgen. Und das Spiel in einer üblen Stelle plötzlich einfach zack hängen geblieben ist. Ich glaube, da kommt nichts mehr, Freunde. Die Beta ist wieder vorbei. Oh Mann. Da kann doch wohl nicht wahr sein. Na komm schon. Ich habe die Vollversion. Ich habe auch alles installiert. Das war doch noch so, oder? Früher, ganz früher, gab es teilweise bei so Beta-Spielen, wenn man irgendwie das Ende des Spiels erreicht hat, dass irgendwie ein endloser Ladescreen kam. Vecta als verlorene Kinder. Eine Legende des Menschenreichs laut der Vecta, der Gott der Dunkelheit, Menschen die Erinnerungen raubt und sie in entfernte Orte bringt. Kirito gibt sich als eines seiner Opfer aus. Lebensdauer. Ein Haltbarkeitswert, der allen Dingen in Underworld zugewiesen ist. Bei Lebewesen steht er buchstäblich fürs Leben, senkt auf 0, stirbt man. Objekte werden in so einem Fall zerstört oder verrotten. Wie sie auch bei Sword Art Online oder auch Alfheim Online oder GGO praktisch überall ist. Die Göttin Stacia. Underworlds Göttin der Schöpfung, deren Anbetung im Menschenreich weiter verbreitet ist. Das Stacia-Fans wurden nach ihr benannt. Ja, weil sie auch ein S ist. Gut, von der bringt nichts mehr. Ich werde mal das Spiel kurz neu starten. Ich muss nochmal kurz einen Kampf noch machen oder so. Kein Plan. Ich bin nur gespannt, ob es mir nachher die Grafikeinstellungen behält, wenn ich nochmal neu starte. Was auch witzig ist, dass er kurz vor der heutigen Aufnahme, also kurz vor... Oh, geht's weiter? Ne, zu früh gefreut. Kurz vor, also Part 4 aufnehmen wollte, gab es auch noch ein Update, was auch sehr, sehr lange gedauert hat, bis es mal fertig installiert war. Obwohl es schon lange Zeit auf 100% war und so. Okay, sorry, aber mal ganz ehrlich, wenn die Ladescreens immer so lange dauern, dann leck mich am Arsch, ey. Und vor allem gute Nacht. Aber ich sage jetzt mal nicht gute Nacht, sondern bis zur nächsten Folge, Freunde. Bye, bye.